Blum, blum. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Eastshade, nachdem wir ja gestern dieses unfassbare, unsägliche Verbrechen gelöst haben. Du mir jetzt halt weiterfahre. Guten Tag. Wie ich allerdings festgestellt habe, hüpf. Leider nicht mit Boot. Da haben sie mich angelogen, das geht nämlich nicht. Aber mit meinem guten Flows kriege ich das hin. Ablegen, packen, Abbruch. Ablegen. So. Ah ja. Das Problem ist, dass wir jetzt wieder guck mal, wir fahren auf die andere Seite von der Insel. Ne, das geht nicht, das ist ein Felsen. Ne? Oh, das gibt was Längeres. Eieiei. Ja doch, komm, wir blicken uns da durch. Über ist halt Schnee oder sowas. Macht aber nichts, ne? Wo ich hin will, ist auf die andere Seite von der Insel so. Eieiei. Das geht das Längeres, das geht das Längeres. Yeah, ich glaube, ich hätte es besser packen sollen. Ist das ein Weg, wo der hochgeht? Boah, ey, 3 Tage später. Moment, ich rufe mal die Karte auf. Na, aber, ach, mach Sache. Wo sind wir dann? Ah ja, da oben, da waren wir. Und ich will quasi irgendwo eigentlich einfach nur westliche Wälder, ne? Eigentlich einfach nur da oben hin. Tiefmoorklippe. Warum ich jetzt da außen rumfahre, kann ich eigentlich auch nicht sagen. Weil es halt so ist. Oh, da kann man angeln. Kann ich da angeln? Ah, guck hier. Oh, wie wir super schnell unterwegs sind hier. Das ist aber eigentlich nette Boottextur. Ihr Leid, das wollen wir jetzt nicht mit angucken, oder? Wie ich da jetzt 3 Stunden lang geradeaus fahre. Ich mache mal hier kurz Pause und dann schalte ich hier gleich wieder in. Einen Moment. So, Moment, ich mache mal. Wohl. Na, nix. Ihr guckt das. Ihr leide mit. Ist mir gerade egal. Ihr leide mit. So. Wir sind ja schon fast da, sicher. Also da über ging es dann nicht weiter. Ich will so vielleicht hin. Ist halt auch schwer zu sagen. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 6 Uhr. Ist halt auch schwer zu sagen, wo wir gerade sind. Also, oh, immer so schoof. Also, ja, ne, das ist so. So wacht. Da würde ich tu mal einfach. Da Iwe, guck, da Iwe ist so eine Anlegestelle, da lege mal an. Weil ich bin nämlich hier ein. Ja, ich wollte gerade so Geldanlagewitz machen, fällt mir nichts in. Stelle euch vor, wäre lustiger gewesen. Was gibt's da hin? So Fusch oder was? Also generell viel Fisch, aber was ist das da hin für ein riese Brudel da? Ja, hinter das? Oder immer wieder so Wasser aufspritzt. So, mir Hans Ball gepackt, hey. Ja, 3 Minuten hat es gedauert. Oh, auf geht's. Wie hupsig? Ja, ich will da runter. Wasser ist zu tief. Laber nicht. Wo ist denn hier das Wasser? So tief, da siehst du. Ah, da hat gleich mal ein bisschen Schilfklaue. So ist irgendwas, welche, wo du so rumspitzelt. Wie nennt das da hin? Packen wir die Angel aus, ne? Und dann hängen wir mal die Angel ins Wasser. Mit so einem mittelgroßen Fusch dran. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Ja, das ist irgendwie. Hab ich doch. Das war zu früh, ich weiß. Alter, was ist denn das?
tief. Ich muss so, ne? Boah. Gucke. Dass die Schnur nicht rot wird. Ey, sag mal, wird der nicht irgendwann mumit? Alter! Wuhu! Ich habe Großväterchen gefangen. Er hat einen Ring ausgespuckt. Ich habe jetzt den Ring, aber sollte ich Großväterchen behalten oder ihn zurück ins Wasser werfen? Natürlich freilassen. Was ist denn das für eine dumme Frage, ne? Ich habe Großväterchen wieder ins Wasser geworfen und er ist fortgeschwommen. Wir wollten ja nur den Fisch haben. Ich will ja, ne? Und der Ulrich, ich nenne jetzt mal Ulrich, Großväterchen. Ich war ja. Ich war ja früher auf dem. Moment, wie renne ich wieder hier? So, ich war ja früher auf dem Campingplatz. Also meine Jugend so, auf dem Campingplatz. War super, habe ich geliebt. War nebendran Badesee, voll geil. Und haben wir Wohnwagen gehabt und sowas. Und da gab es halt auch, der Badesee, da waren halt Fisch drin auch, ne? Und dann hat es daneben am Rand so eine Stelle gibt, wo halt so, oh geil, okay. Wo halt so, mit mehr so Wurzel und Echt und sowas drin waren, also nicht zum Schwimmen geeignet, sowas halt. Und du hast dich halt hinstellen können an der Rand, an der Straßenrand so, und hast dann Brot hingeschmissen und dann sind die Fische gekommen. Und der Schwede, da war ein Riesenvieh war da drin. Wir nannten ihn Hugo de Killer Karpfe. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Karpfe war. Es war halt einfach ein Fusch. Großer Fisch. Und dann haben wir als gefittert, weil der als Brot rausgeholt hat. Weißt du, sind das so kleine Fischkumm oder sowas. Später dann am Ende. Ein Schwan war auch irgendwann mal da. Auf alle Fälle war der riesige Fusch als rausgekommen ist, ne? Ey, das hat alles geplatscht, hey, wenn der so da das Brot gegessen hat. Das war voll der Killer-Karpfe halt. Auch wenn es eventuell kein Karpfe war. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hingehe. Macht jetzt aber erst einmal nichts. Wir sind in der Tiefmoor Schlucht. Gut zu wissen, ne? Ah ja, guck mal, du geht's nur, ne? Wenn ich das so runterrutsche, scheinbar nicht. Aber weiter geht's da auch nicht mehr. Da kann ich da. Oh, ein bisschen die Haare wischen? Nee. Ich komm da. Boah, ich hab bloß keine Hunger. Nee, ich komm da nicht weiter. Okay. Aber jetzt habe ich das Amo gesehen, ich häng fest. Jetzt pass auf, wacht. Was will dann mein Mummelchen von mir? Die Windmühle von der Tiefmoorklippe, hat sie gesagt. Ey, haben wieder viel Scheiße. Windmühle von der Tiefmoorklippe. Warte mal. Was braucht man dann? Natürlicher Bogen. Frei im Himmel, Höhle mit Sterne. Windmühle Tiefmoor, die kriegen wir hier. Und die Ruine. Also Ruine müssen wir. Jetzt pass auf, der natürliche Bogen. Was halten wir dann von dem da? Ne? Ja, welches ist so Bogen? Ja, komm. Gibt's bestimmt Schöneres. So, wir rennen mal wieder da nuff. Das sind die Tiefmoor Klippe oder so haben sie genannt. Wir suchen die Tiefmoor Ruine und natürlich die Windmühle. So. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob man jetzt noch hier rennen sollte. Ich da eigentlich herkommen oder was? Also. So. Ah. Ja, ich schere Schnuff. Das ist nur gerade so schön. So schön! Oh, die komische Kackstelle. Ich mag euch nicht. Ihr seht nämlich dumm aus. So. Das ist eine Windmühle. Zack, die muss ich mal holen. Oh, guck mal da. Oh, das ist ein hübsches Bild. So mit Bäumchen vorne dran. Na, nicht mal das Bäumchen weg.
Wilmas Bogen. Ey, geil, ey. Wollen wir Wilmas Bogen mole? Ajo. Guck mal her. Das sah von der anderen Seite besser aus, weil da konnte man nämlich den Himmel sehen. Ui, das sieht aber wirklich besser aus. Guck her. So, jetzt pass auf. Wilma. Wilmas Bogen, du wärst jetzt gemalt. Du wärst jetzt gemalt. So ungefähr. Ein schönes Pimmelbild bleibt gefälligst. Die will ich bemalen. Hey, das ist, glaube ich, das erste Mal. Ist das nicht der Bogen, den ich male? Oh doch, Bilder zum Andenken an Mutter. Du hast einen von Mutters Lieblingsorten gemalt, um es sicher zu halten, bewahre das Andenken in Gemäldemenü. Wie? Bist du oder was? Nee. Moment. Hä? Komm mal her. Na, nicht übermalen. So, was er macht. Wo habe ich dann da jetzt Mutters Dingens so gemalt? Laber doch nicht im Suff. Das soll das... Tja, Quatsch, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. So, ich weiß die Windmühle, weißt du? Ich bin nicht mal in der Nähe von der Windmühle. Ei. So, wo ist denn die Windmühle eigentlich? Ah, da eben. Die will ich eigentlich mole. Ich wollte nur den Bogen mole, für den der ein natürlicher Bogen an will. So. War da nicht irgendwo noch eine? Guck, dass wir vielleicht 2 Windmühlen auf einmal drauf kriegen. Boah, ist voll hell hier. Warum ist hier eigentlich so hell? Moment. Ein Moment. Helligkeit 85, ja. Es war die ganze Zeit auf 60. Alter Schwede, wie lange rennen wir jetzt schon so rum? Ah, sorry, aber ach, guck mal, das sieht schon besser aus. Das ist, weil wir in der Höhle waren. Von der Mud Willow. Und seitdem renne mir, glaube ich, jetzt halt mit einer Helligkeit rum, dass du Sonnenbrille brauchst. Oder ich weiß noch nicht. Ich hätte gern 2 drauf. Also wacht. Aber da müsste ich schon. Ich gucke mal. Nee, das geht nicht. Okay, Mama. Mama, du kriegst jetzt ein Windmühl gemalt. Und kann man da irgendwo hingehen? Aber ihr kennt doch nicht einfach. Normalerweise gehe ich da unten hin. Okay. Ist dann wohl verfächelt gedenkt. Ja, es gibt da Eulen in der Welt und so, ich weiß. Aber trotzdem. Ein Windmühl. Oder ein bisschen heißer, oder? Ja, für da Steiße. So, das sieht schön aus. Das male ich jetzt für Mama. Für meine Mama. Mama kriegt jetzt ein Bild gemalt. Und zwar das da. Na. Weg. Ach, du bist so dumm. So, das will ich über Mole, ja. Die Mama kriegt ein Bild gemalt. Eine Windmühle. Ich will nicht Mole, ich will nehmen. So. Jetzt pass auf. So. Dann nehmen wir das da. So, und das heißt, jetzt haben wir wieder das andere Bild da drin von dem Buche. Okay. Dann haben wir das auch für die Mama gemacht. Die Frage ist jetzt halt, wo geht's weiter? Also, warte, ich rufe die Karte auf. Tiefmoor, Schluck. Sorry. Wilmas Bogen. Ich laufe also gerade Tiefmoor Klippe. Ja. Wo war denn im Wilma sein Buche? Da hinten. Das heißt, ich muss weiter da niederlaufen. Um weiter ins Landesinnere zu kommen, sag ich mal. So. Oh, jetzt wird's aber. Oh. Ach ja, da, hier. Okay, das ist aber. Oh, da ist noch.
Eine Brücke. Boah, ey, die Farben sind halt schon voll krass. Jetzt waren es da hin. Oh, was ist das? Neue Blume. Das nehmen wir auch noch gleich mit. Zack. So, ich gucke jetzt, dass wir hier irgendwo was finde. Das war voll schön hier, ne? Was finde, wo man eine Unterkunft sozusagen, ne? So, jetzt müsste es gleich wieder ein wenig heller wäre. Was ist denn das da eben? Heiße Quelle. Ah ja. Okay. Ah, da. Da eben dampft's. Ja, danke. Sag mal, habe ich irgendwie was verpasst? Ich meine, die Dinger sind da öfters und jedes Mal denke ich mal, da könnte ich mich doch lieber abseilen, das wäre voll super. Aber irgendwie kann ich das halt nicht. Und das ist doof. Ja, ich würde halt schon gerne lieber. Ja, überqualmt's da eben, guck. Aber wie komme ich denn da hin? Wie komme ich dann da hin? Hä? Wo bin ich denn ungefähr? Ich hab keine Ahnung. Wie komme ich dann da hin? Hä? Ich gehe jetzt wieder da rauf. Dann trete ich an das Schild. Und das Dämliche da. So. Du heiße Klippe, du. Heiße Pastete. So, guck mal, da ist noch irgendwo. Ah, es wird endlich wieder ein bisschen heller. Oh, was ist das? Das ist ein Schäf. Und da ist Holz. Und da ist Stoff. Kann ich mir schon wieder ein Bild machen hier. So, ich laufe jetzt einfach mal weiter, dann komme ich höchstwahrscheinlich an die Tiefmoor Klippe. Behaupte ich mal so. Weil da halt Klippe sind. Klipp, klapp. Oder eben ist eine Ruine. Oh, alle. Häng fest. Wow. Oder? Unter einer Klippe gibt es voll die Clipping-Fehler. Kann ich mit einer Hupse? Boah. 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 Will ich da nur eine Hupse? Nee, eigentlich nicht. Ich will noch da nimmer ungefähr. Da war das, gell? So. Voilà. So, irgendwo. Ah, da ist die Ruine, glaube ich. So. Damit ich mal wieder Orientierungspunkt auf der Karte habe, wo ich halt so bin ungefähr. Ja? Ist halt nämlich nicht so einfach. Sag ich, vergroben steht. Oh. Komische. So, das scheine halt das sind. Das sieht sehr ruinös aus. So. Ruinös. Aus der Fridös. Tiefmoor-Ruinen. Blim. So, und da wollte noch einer die Ruine gemalt haben, soweit ich mich erinnere. Gibt's da irgendwas Cooles? Nö, es sind halt einfach so Burgruine. Oh, hier ist ein Turm. Hätte man nur der auch noch hingehen. Aber erstmal will ich die Schemole oben da. Leider ganze Fallstöpfchen. So. Soll man die eventuell mole? Mit der Wurst. Mit der Wurst? Was laber ich wieder für eine Scheiße? Ja, ich kann glaube ich auch nicht weit genug zurückgehen, damit ich da die Sonne auch noch drauf kriege. Oh, das sieht halt dumm aus. Und ich so von unten, weißt du? Dann müssen wir halt, wie sich das gehört, von weiter oben. So gibt's halt keine Wurst. Oh, ist das da oben fliegen Vögel? Das könnte ein Pterodactylus sein. Oh, das sieht gut aus. Guck mal da. So, Bild gemalt. Ja, dich nehmen wir. Oder warte mal, ich klöppel mal einfach ein neues, oder? So. Nee. Ich hätte schon gern. So, Bild. So. So.
Zack, Bild gemacht. Tiefmoor-Ruine. Und auch noch mitgenommen. So, siehst du? Ah, falsch. Kommst du her? Ich will doch gucken. So, Tiefmoor-Ruine haben wir. Eine Windmühle. Also ich muss noch eine Windmühle molen. Okay, das kriegen wir auch hin. Ach so, ja, ich muss nur noch ins Menü, glaube ich. Oder? Das soll doch für die Mutter sein. So. Damit das Bild doch nicht mit drin ist, weißt du? So, die Klippe brauchen wir. Das heißt, wir haben es ja schon fast. Also fast ist jetzt relativ, ne? Wir müssen noch eine Sache machen. Und davor müssen wir halt 5 so heilende Quelle, irgendwie warme Quelle finden. Ja, ich hab Annie, weißt du? Wie komme ich dann zu den anderen? Das ist der Iver Trepp. Da unten wollte ich noch hin, gell? Achso, ich könnte mal auf die Karte gucken, wo ich überhaupt bin, ne? Wilmars Bogen. Tiefmoor Schlucht, Wilmars Bogen. Moment, ich bin ganz da unten. Oh. Okay. Jetzt aber nicht hier irgendwo in der Pampa. Nächtige hier. Es ist halt wirklich schön hier, muss man doch sagen. Ne? Es ist schon wie in Irland. Hier, ich renne mal da unten an den Turm. Es ist ein Leuchtturm. Kennen wir noch Endless Ocean? War die wie? Vollkommen random jetzt. Na, jetzt pass auf, so random ist das gar nicht, ne? Für die Wii Endless Ocean. Kann ich nur empfehlen. Das zweite Teil war auch noch gut, deutlich grafisch deutlich besser. Aber der erste gefällt mir besser von der Musik her, weil Endless Ocean für die Wii ist einfach, du bist irgendwie so eine Meeresbiologin und du musst da irgendwie so Fische untersuchen. Du tust halt immer wieder tauchen und dann kannst du zu Fisch hingehen, kannst die dann so anstupsen. Sollte man nicht machen, sonst wird der Teil weggemacht, weil du sollst keine Fische ergreifen. Und musst Sachen und Fische entdecken und sowas. Es ist halt ein total gechilltes Spiel. So. Und da war halt die Musik von Hayley Westenra oder so hieß die. Westlicher Turm. Hoppala, falscher Knopf. Hayley Westenra oder so hieß die. Die hat dann wie hieß das? Gospel Woman, nee, nicht Gospel, Nordic Woman Gedönsel, so. Ach, mit so Frauen, die so singen halt. Und oh, das war so schön, die Musik. Kann man höchstwahrscheinlich, bringt es auch nichts, das nochmal zu spielen. Also für YouTube, weil du würdest sofort alles weggeclaimt kriegen. Und oh, die Musik war so schön. Und die hat halt auch so schön zum Spielen, so gechillte Spiele gepasst. Und es gab dann eine Szene, wo du so getaucht bist. Ich glaube, es gab ein Geisterschiff. Ne? Also so ein Schiff altes, das immer wieder auftaucht. Und wenn du da hingetaucht bist und ins Geisterschiff, unten war, glaube ich, ein Loch drin. Und dann konntest du da hintauchen. Und dann ist das Geisterschiff durch Strömungen auf dem Meeresboden gesunken. Und du warst da halt noch drin und bist mitgenommen worden. Ich habe gerade Orangensaft-Rülpser gemacht. Also ich wollte Orangensaft im Hals. Nur, hier sieht man unser Stadtblei. Ja, wo war ich? Achso, ja, da konnte man irgendwann ganz unten auf dem Meeresboden tauchen oder so. Ne? Und da war halt ein richtiges gesunkenes Schiff. Sandschnauzenstrand, okay. Und wenn du da, ich glaube, am Mast vom Schiff Tragegriff hast und dann hast du halt eine Zwischensequenz freigeschaltet, wo ein weißer Hai kommt. Und ey, das war ja wohl irre gruselig, welche, weil dann plötzlich so eine weiße Hai siehst. Es war irre gruselig. Aber das Spiel ist ganz locker. Die Tiere haben dich nie angegriffen oder so. Du konntest dich dann an größere Tiere, Wale oder Delfine so, konntest dich festhalten, mit denen ein bisschen rumschwimmen, planschen so. Den Hai konntest du datschen und sowas. Datschen. War voll schön, war voll das schöne Spiel. Grafisch ist das natürlich. Das sah schon damals nicht wirklich gut aus. Wie gesagt, der zweite Teil, der rausgekommen ist, sah deutlich besser aus. Aber der hat nicht mehr so schöne Musik gehabt. Und ich
weiß nicht, der erste hat mir deutlich besser gefallen. Oh, die Untiefe, die ist okay, weil in so Graben konntest du da drin tauchen. Wo du halt wirklich ewig runter musst und es war stockdunkel und dein Taschenlämpchen, wo du am Taucheranzug hattest, hat nicht so viel gebrungen, dich dort zu orientieren. Es war Wahnsinn. Es war voll das krasse Spiel. Das war wirklich übel. Also der Grabe, ich habe ihn ja geliebt, weil er halt so dunkel ist und so. Ne? Die Freundin hat jetzt, ne, du konntest nicht sterben, außer halt, ja, die Luft geht leer, aber dann bist du automatisch zum Boot zurückgebeamt, wo alles klar. Ne? Aber Fische oder so, es gab keine Gegner. Aber trotzdem war das halt voll gruselig auf dem dunklen Graben da unten und so. Und die Freundin, der war das nicht so geheier, der Grabe. Ich hab den geliebt. Der Grabe. So. Ich hab, ihr Leid, keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich schlafe jetzt halt einfach hier rum. Was ist denn das dicke Weiße? Sind das so die blöde Blume da? Ja, aber. Ja, schon, aber ich kann halt nicht hin, ne? Ups mal. Ja, gibt's doch nix? Kein Gasthaus, kein gar nix irgendwie. Es ist halt schon nicht so cool. Komm ich da irgendwie runter? Ja, doch. Ist das da eben mal Floß? Nee, aber da ist ein Floß und da ist auch irgendwie so Steigemauer. Also ich glaube, da gehe ich jetzt nicht hin. Weil das Spiel sagt, nee. Das Spiel sagt nein. Okay. Dann gehen wir da jetzt aber per Pedes hin. Wenn ich darf. Alter, guck mal, wie eine. Guck mal da. Heiße Quelle. Oh, da guckt einer drin. Heiße Quelle entdeckt. Hallo. Guck mich mal hin. Ich rede mal mit dir. Nee, kann ich nicht, weil ich gucke nämlich gerade. Hallo. Well, well. Come to lengthen your life, eh? That's a smart choice. Ja, gell? These springs. Well, you know about their magic, right? They'll make you live forever. Oh, cool. Tell me, how old would you guess I am? 70? Yes, and that's because I'm always here. All day I'm in here, so I can live forever. Weißt du, warum ich gewusst habe, dass der 70 ist? Weil er so große Ohren hat. Willst du nicht mal andere Orte I besuchen? know everything that's out there already. All I need now is to stay in here. Other smart people like yourself visit now and then. I'll tell you a secret. I'm actually 157 years old. Ernsthaft jetzt? Yes, I've seen it all. Ja, dann müsst ihr ja Ohren haben wie And who knows Elefant. what else I'll see? Well, hereabout, because I really can't leave the hot springs. One day I got sick. I felt the tenuous grip of life loosen, and I knew that I'd have to stay in here forever. Ja, aber was tust du I echt? haven't set a foot outside this spring since then, and look at me now, 157 years old. Ja, okay. Kannst dich jetzt freuen. Ne, aber. Of course it is. I know the waters make me look younger, but I'm older than anyone else on this whole island. I'm so glad I found this place. Ne, es ist ja schon richtig cool. Der hat jetzt Spaß dran in dem Wissen, dass er der Älteste da ist. Leere Flasche. Ich habe das leere Fläschchen mit Wasser gefüllt. Gut. Er hat doch Spaß dran zu wissen, dass er jetzt der Älteste da ist. Alles klar. Hoppala. Kann ich mal erkennen, nehmen. Ist voll in Ordnung. Kannst du haben. Spaß, viel Spaß, Junge. Alles klar. Aber der kann nicht da rausgehen aus der verkackten Quelle. Der muss da ewig drin bleiben. War doch gerade Riesenbarm da eben. Ist das der Riesenbarm? Oh, das ist noch ein heiße Quelle-Schild, guck. Noch ein heiße Quelle-Schild. Wo muss ich denn hier? Irgendwo. Oder irgendwo so ein Häuschen. Zack. Ich hub's mal in der Garten hin. Ich hub's nicht in der Garten hin. So, ich gehe jetzt dann noch besuchen. Ja, der huckt jetzt da halt ewig lang dort drin. Und der kann ja aber nicht mehr weg. Das ist so irgendwie doof. Natürlich hat er Spaß. Und das Einzige, was er hat, ist das Wissen, dass er ewig alt ist.
dass er der Älteste auf der Insel ist, das macht ihm Spaß. Und das ist sein Lebenssinn, zu wissen, der Älteste zu sein. Ja, ich meine, für mich junger Hupser, im Vergleich zu ihm, wäre das halt nichts, weil ich will halt schon noch ein bisschen was sehen von der Welt und nicht nur Wasser und mal Eier ins warme Eier drauf hängen. Oder Wasser halt. Thomashof. Mit Gagax. Ich glaube mal ein bisschen Thomas. Macht er doch nichts, oder? So. Oh, der Asim. Beloved Father, Uncle and Brother. Liebter Vater, Onkel und Bruder. Okay. Schön hier. Dann würde ich immer sagen, ihr Leid. Ist gerade so spannend, gell? Das war's für heute. Also, ne, große Schifffahrt, Floßfahrt eigentlich gehabt. Und, ja, ne? Machen wir morgen hier weiter an der Stelle. Mal gucken, ob wir noch die Anna heiße Quelle finden. Aber guck mal, der sieht voll freundlich aus. Der ist auch schon alt, der hat schon lange Ohren. Große Ohrläppchen. Ja. Also gut, ihr Leid. Guck mal, das ist mal fast genau eine halbe Stunde. Das ist so Wahnsinn, hey, was wir alles hier kriegen. Gack. Wenn das schön wackelt. Ja, ihr Leid, wir machen morgen da weiter. Dann fragen wir mal, was der Thomas so treibt den ganzen Tag. Ob er den ganzen Tag auf der Treppe huckt und wie alt er ist. Ob ihr Leid. Bis morgen. Tschüss.